Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Deborah Staduma aus Dicken im Kanton St. Gallen. Aus dem bündnerischen Chapina Regula Schmid. Aus Sörenberg im Kanton Luzern Sabrina Staduma. Von Scherz im Aargau Sonja Vogt-Meyer. Aus Seedorf im Kanton Uri Erika Arnold Fessler. Von Wilchingen im Kanton Schaffhausen Maja Tappole. Und aus dem bernischen Utzisdorf Heidi Lutzdorf. Das ist SRF bei den Leuten. Landfrauenküche. Mit Blick auf Piz Beverin wohnt Regula Schmid, die zweite Landfrau und Gastgeberin. Ihr Heimatli ist im Wieler Innerglas, wo zur Gemeinde Chapina in der Nähe von Thusis gehört. Regula ist nicht am Jetten. Sie sammelt die letzten Zutaten für das Landfrauenessen. Ich bin noch nicht so lange Brennnessel-Fan, aber es hat hier immer so Brennnesseln gehabt, das hat mich irgendwo genervt. Und jedes Mal, wenn ich in Timbeere bin, hat es mich gestochen. Dann habe ich gefunden, du musst das ausnutzen, du musst etwas daraus machen. Was sie daraus macht, erfahren die Landfrauen dann später. Sie sind nämlich schon unterwegs zu der Regula. Der Weg von Thusis bis auf Chapina und noch weiter auf einen Glaspass, wo die Regula wohnt, ist kurvig. Bis jetzt hat es aber noch nicht auf den Magen geschlagen. Oh, ich habe schon ein bisschen Hunger. Ich habe extra gefastet heute den ganzen Tag, dass ich dann am Abend richtig essen mag. So ein Braten wäre fein. Ich bin da nicht wählerisch. Was meinst du? Das habe ich einfach selber zusammengewurstelt. Und vom selber her glaube ich nicht, dass da irgendjemand eine Idee hat, was sie machen. Aber ja, lass mich überraschen, was dazu meinen. Die Landfrauen weisen noch, was nicht die Regula auf die Dauer zaubert. Ich kann mir vorstellen, dass es heute zum Dessert Bündnernusstorte gibt. Ich würde mich sehr freuen über so etwas ganz von da, also irgendetwas Kapuns oder so, was sie vielleicht jetzt auch noch Sachen dazu im Garten hat. Regula wird, nehme ich jetzt mal an, etwas mit Bündnerfleisch einbeziehen. Das wirkt jetzt aber doch ein bisschen exotischer. Salat hat jeder. Frühlingsrolle ist sicher für mich etwas, das anders ist. Fleisch erwarten sie ja. Die Landfrauen haben letzte Woche das erste Mal zusammen gegessen und sind zusammen verweilt. Sie kennen sich schon ein bisschen besser. Ich denke, sie ist sehr strukturiert und bodenständig und sie wird es total gut im Griff haben. Ich glaube, sie liegt draussen auf dem Liegestuhl und genießt die Sonne. Hier, soll ich die hier anlegen, Mama? Ja. Welche soll ich? Die. Du lässt die. Nein. Genau. Wolltest du auch schon angekommen? Nein, Turnschuhe. Leg die normalen Turnschuhe. Ja, du musst dich selber holen. Muss ich? Herzlich willkommen auf dem schönen Innerglas.
Wir haben die Sonne bestellt extra für euch. Darf ich euch meine Familie vorstellen? Das ist der Fabian. Wir haben zusammen gegurgelt. Dann ist Noemi. Sie ist 15. Der Fabian ist übrigens 11. Dann ist mein Mann der Ralf. Hallo zusammen. Hallo. Dann ist meine Schwester Edith. Das ist meine Schnipselhilfe. Hallo zusammen. Abend, meine Küchenhilfe. Dann ist meine Mama. Hallo miteinander. Hallo. Sie ist die geborene Bäuerin. Und der Papa, er ist der bekannteste Lifter im Heinzenberg. Er war 50 Jahre im Lift. Ich darf euch den Apero vorstellen. Wir haben Eigenprodukt mit Salsitz. Verschiedene. Es ist auch angeschrieben, was es ist. Dann haben wir Trockenfleisch, auch verschiedene, ist auch angeschrieben. Und dann haben wir auch noch Bergkäse vom Nachbauer. Da habe ich die Nusstorte, die darf natürlich nicht fehlen. Ihr habt sicher gespekuliert, die gibt es zum Dessert. Das ist nicht so. Das sind einfach also die verschiedenen Sirupe, die ich mache, die ich selber mache. Und da dürfen ihr querbeet probieren. Also da könnt ihr einfach nehmen. Es ist eine Geschmacksexplosion. Danke vielmals. Noch einer? Merci. Schön zu Wie hoch sind wir jetzt? 1860 plus minus. Also wir wollen bis etwa 2000. Nachher haben wir uns kennengelernt und dann ist es auch noch wieder gegangen. Oh, schau, dort oben sind gerade die Adler. Wow. Genau. Das ist das Beste grüner platziert. Das können wir Das war jetzt Zuckerrohrmelasse, die ich in heißem Wasser aufgelöst habe. Ein bisschen Salz drin. Und jetzt kommt das EM1 rein. Das sind Mikroorganismen. Das sind Hefebakterien, Milchsäurebakterien und Photosynthesebakterien, die gemischt sind. Und die vermehren sich dann, die werden fermentiert 7 Tage lang. Und das brauche ich dann für diverse Sachen auf dem Betrieb. Im Haus und Stall und bei dir und im Garten und überall. Sogenannte effektive Mikroorganismen oder abgekürzt EM sollen den Boden fruchtbarer machen und das Pflanzenwachstum verbessern. Regula setzt die Bakterien da an, für dass sie sich vermehren. Das fermentiert jetzt 7 Tage lang und dann kann ich es nachher dann brauchen. Dass ich es nicht vergesse, schreibe ich es hier auf. Sonntag. Und am Sonntag kann ich es dann abfüllen. Die Anwendung von Mikroorganismen in der Landwirtschaft ist umstritten. Die Wirksamkeit für das Wachstum der Pflanzen und für die Bodenfruchtbarkeit ist wissenschaftlich nicht belegt. Die Regula ist aber überzeugt davon, nicht nur für im Garten. Habe ich kennengelernt durch eine Bekannte. Wir haben zusammen geschafft. Und sie hat immer so schöne Blumen gehabt. Sie ist zwar Floristin, aber ich habe das Gefühl, ich will auch so schöne Blumen. Und dann hat sie mir mal vom EM erzählt und der Mann von ihr ist EM-Berater. Also mit effektiven Mikroorganismen, kennt das schon länger. Und dann hat sie gesagt, ja, probier das einfach mal in den Blumen oder im Garten, aber du kannst so viel für andere Sachen auch brauchen. Und dann haben sie mal angefangen und ich finde das so spannend und man sieht wirklich, es ist
das Gemüse oder auch die Blumen vor allem kommen wirklich viel besser. Auch in der Gesundheit der Tiere, dort merkt man es extrem. Also das ist wirklich nicht nur eine Glaubenssache, das ist es so. Weil auch Mikroorganismen, das hat man überall. Auch auf der Haut, wenn ich mich verletze, hat man Mikroorganismen drauf. Und eine Verletzung geht zu durch Mikroorganismen, aber wenn man EM drauf tut, geht es einfach noch ein bisschen schneller. Am Nachmittag schauen Regula und Ralf nach den Tieren. Im steilen Gelände kann gäng etwas passieren. Oh, ihr miteinander. Bella, fräst ist wieder unten raus. Ist nichts mit zu fressen. Ja, hui. Ja, alles gut. Oh, blutig. Hey. Hoi. Das ist Himalaya. Ja. Hey, Baba. Vor rund 17 Jahren haben Regula und Ralf den Betrieb der Eltern von der Regula übernommen. Sie setzen ganz auf Mutterviehhaltung mit 30 Stück Vieh. Wir gehen zweimal am Tag zu den Tieren, schauen, ob das Wasser in Ordnung ist, ob alle Tiere gesund sind. Es gibt immer wieder mal etwas mit einem Mutter oder hier das Kalb, das nicht zu Weg ist. Und somit sind wir eigentlich beschäftigt. Von der einen Weide geht es zur nächsten. Es ist stotzig hier. Der Betrieb ist in der Bergzone 4. Die Hänge haben bis zu 75% Gefälle. Geil, Papa. Ja, Evi. Enjo. Hallo. Ciao, Papa. Ciao, Papa. Ciao. So, schau mal, Gina, komm. Wenn wir noch ein bisschen Pfeifchen. Ja. Das Auto von der Gina ist entzündet. Noch ein bisschen von der anderen Seite, gell? Die Regula will ihr mit ihrer EM-Mischung helfen, schneller gesund zu werden. Ist gut. Ist gut. Das Tiroler Grauvee gilt zwar als besonders berggängig. In diesem Gelände ist es für die Kühe aber gleich gefährlich. Wenn sie ausrutschen, geht es 300 Meter über eine Felswand runter. Und dann ist einfach wirklich, wir haben 2 Tiere in einem Sommer haben wir 2 Tiere verloren, die man dann nur noch mit dem Helikopter bergen kann. Das ist immer ein bisschen Gefahr. Ausschlüpfen können sie immer, oder wenn sie gestört werden durch irgendetwas. Auch heute vielleicht durch Grossraubtiere. Das ist sicher eine Gefahr, die bei uns im Berggebiet sehr gross ist. Man ist immer ein bisschen angespannt, gell? Also man kommt am Morgen auf die Weide und hofft einfach, dass alle gesund sind, dass alle da sind, dass nicht irgendwie ein Zwischenfall passiert ist. Und das hat sich in den letzten Jahren sicher noch vermehrt, halt, weil man einfach nicht mehr sicher sein kann, dass auch morgen noch alle da sind. Zum Znacht sind meistens alle daheim. Die Tochter Noemi hilft öppe mal mit. Das ist ein bisschen gross, aber ist gleich. Ja, das ist nicht so schlimm, die gehen dann auf. Ich tue jetzt nicht damit. Heute gibt es Dampfnudeln. Müssen wir noch den Guss machen? Nebenbei arbeitet Regula aber auch gerade noch für ihren Hofladen und für einen Samstag.
Ich mache immer 5 Sachen gleichzeitig. Ich denke, da kannst du noch ein bisschen Joghurt machen, da kannst du noch ein bisschen Teig machen, da kannst du noch ein bisschen das machen. Und dann immer ein Suggetto, überall. Warte, jetzt das hier ist auch eins. So, gell. Was brauchen wir noch? Dass die Regula bei der Landfrauenküche mitmacht, passt dem Ralf eigentlich nicht ganz. Ich weiss auch bei den meisten Sachen, dass er am Anfang nicht so Freude hat. Aber ich finde, wenn ich irgendetwas will und ja, wenn es vor allem klar brauche ich ihn auch und ich weiss aber auch, dass er mitmacht. Also das habe ich am Anfang schon für mich, also ich habe schon mehr so Projekte gemacht, wo ich gewusst habe, da hat er keine Freude, aber ich habe es einfach halt gemacht und dann ist es dann halt so. Und ich finde, wenn du etwas willst, dann musst du es machen und das ist eine Gelegenheit, wo ich denke, gewisse Leute musst du zum Glück zwingen. Ja, tipptopp. Der Teig ist sehr gefördert. Willst du schöpfen, Noemi? Gut miteinander. Nimmst du das da? Gut so. Da können wir probieren, das ist ein frischer Halbkäse von Candela. Yep. Sind sie gekocht? Ich glaube schon, ha? Drüber. Ja, drüber. Danke. Also in der Abwasch. Dann kannst du es einfach dort herstellen. Du musst mich holen. Oh ja, sehr fein, ja. Und du hast bis 3. 3. Du kommst mit dem Post heim. Fein, ne? Wie ist der Käse? Darf ich ein Stückchen? Nicht gerne. Danke vielmals. Also, wie ist jetzt das genau mit dieser Landfrauenküche, Ralf? Ja. Und ich schicke mir jetzt 3. Mehr sage ich nicht. Also ich habe mich ja angemeldet und du darfst auf mich hässlich sein. Das nützt ja nichts. Ich muss ja mit dir noch mal 20, 25 Jahre zusammenleben. Du darfst. Nicht? Etwas mehr als 3 Schicken braucht es am Samstag aber schon. Ralf seine Servierkünste sind dann gefragt. Der Alpsommer hier oben auf 1800 Meter über Meer ist vorbei. Es geht ans Einwintern. Jetzt gehen wir die Zaun zusammennehmen. Wir haben hier hinten ein Zeltchen, wo wir die Fee im Sommer drin haben. Und wenn die nicht mehr im Zaun sind, nehmen wir den Zaun nachher zusammen. Das ist auch, dass das Wild nachher nicht reinspringt und einfach, dass es im Winter auch zusammengeräumt ist. Schon als kleines Mädchen hat Regula an diesen Hängen mit ihrem Vater die Zäune zusammengenommen. Heute sind Regula und Ralf ein eingespieltes Team. Und hier gerade noch an einem ganz besonderen Ort. Hier haben wir geheiratet. Das war vor 2003. Und wir haben das Gefühl, das ist so der Ort, der schönste Ort der Welt. Und das haben wir auch wirklich, das Wetter hat gepasst, alles. Und dann haben wir dort unten auf dem Plätzchen geheiratet. Und das war wirklich schön. Gell? Ja. Dass es so weit ist gekommen, hat aber ein bisschen Nachhilfe gebraucht. Der Schwager von mir ist eigentlich schuld. Er ist auch Forstwart. Und bei ihm bin ich bin dort, wo er Vorarbeiter war, in der Lehre. Und er hat mich leider verkuppelt. Und eines Tages bin ich sie dann mal abholen zu meinem Ausgang. Und dann hängen geblieben. Ich war dort noch in der Lehre und dann
bist wir zusammen ausgegangen und irgendwie hat es dann mehr gegeben. Und wir haben dann eben zusammen auch Hockey gespielt oder mal Unihockey und so. Und dann ist es mehr geworden und dann hat das gepasst, ja. Mhm. Da muss man alles wegnehmen, hier über auch. Da kommen immer noch meistens Lawinen ab, wenn es viel Schnee hat. Das darf sie nicht bringen. Zurück aus der Schule hat der Fabian ein Ämtli. In der Stube braucht es Platz für das Landfrauenessen. In der Küche ist Regula schon dran für am Samstag. Heidi. Müsstest du vielleicht auch bessere Schuhe anlegen? Was sind gute Schuhe? Wenn wir es auf den Nestrig tun oder ins Zimmer? Komm, wir tun es auf den Nestrig. Aber dann musst du es mir aufgeben, oder? Da hinten haben wir keinen Platz. Dort hat es auch keinen Platz. Schau, kannst du nur hier her tun. Gibst du mir auf? Warte schnell. Okay, alles ab. Moment, warte. Heb du die Kiste auf der rechten Seite. Du bleibst da. Lass da los. Ja. Okay. Jetzt muss ich noch Musik. Hörst du? Ja. Der Staubsauger macht Kretz. Nein. Selber schauen. Oh, hast du ein Stein drin? 2. Chris. Zeig. Hier noch mal Kratz. Muss man noch Boden aufnehmen? Nein, mach ich erst morgen. Regula ist häufig auf dem Glasengrad, quasi in ihrem Hausberg unterwegs. Eigentlich für Erholung, heute auch noch für das Landfrauenessen. Heidelbeere habe ich hier gesehen. Die sind jetzt eigentlich noch schön gross. Und das gibt dann am Samstag mein Dessert. Beeren oder Kräutchen sammeln ist für sie mehr als Arbeiten. Die Zeit für mich ist sehr wichtig. Das ist für mich so ein bisschen aktive Erholung. Vor dem Bauern hat Regula viel Sport getrieben. Sie hat unter anderem sogar bei einem Alpin- und einem Langlaufmarathon mitgemacht. Ich habe im Sportgeschäft gearbeitet und dort haben wir sehr viele
Läufer, also Running, Triathlon, Langlauf gehabt. Und es ist noch von Vorteil, wenn du das auch selber machst. Und die haben das auch selber gemacht. Und das hat mir so eine Grundlage gegeben, um so, ja, die Ausdauer, wo ich auch jetzt noch davon profitiere. Und ich finde nach wie vor Sport genial, auch Biken, ich finde das so cool. Ich habe sicher momentan ein bisschen zu wenig Zeit oder vielleicht auch mit dem Bauern brauchst du es ein bisschen weniger, weil wir sehr viel auch sonst Fitness haben im Alltag. Aber es ist immer schön, ja. Es ist auch schön, wenn man mal eben so da auflaufen mag und man kommt nicht gerade ausser Puste. Am letzten Tag vor dem grossen Essen ist ihr Regula ihre Paradedisziplin angesagt: das Dessert. Ja, ich liebe das. Also das ist wirklich... Also ein Dessert könnte ich stundenlang rumknübeln. Und halt ein bisschen ausprobieren. Dann siehst du irgendwo mal irgendetwas, hast das Gefühl, ja, komm, probierst es aus. Der Alf hat eigentlich gar nicht so gerne, wenn ich ausprobiere, weil er hat lieber das, was er kennt und das, was er gerne hat. Schlussendlich ist immer der Schokokuchen dann einfach schon gut. Jawohl. Ja, wir lassen es noch. Das Dessert ist aufwendig. Es hat viele verschiedene Schichten. Das bedeutet, dass auch etwas schief gehen könnte. Da geht nichts schief. Das ist gut geplant. Und also das einzige Problem, aber das glaube ich, ist nicht das Problem, wenn ich es heute schon mache, weil du musst es am Vortag machen, dass die Creme zu wenig fest ist, dass auseinandergeht. Das ist mir schon mal passiert. Das ist eigentlich das einzige Risiko. Und ab in die Kühle. Die Familie hat vor einer Weile einen neuen Esstisch gekauft, bis jetzt aber noch nicht auspackt. Morgen am Essen soll sie grossen Auftritt haben. So, weißt du, so kommt er her. Nein, das stimmt nicht. Jetzt muss ich selber zuerst schauen. Ja, das wären Füße. Andere Schrauben nicht. Sechskant. Ah, aber du hast recht. Jetzt habe ich nicht geschaut. Das hätte man gescheiter Fahrzeuge gebaut. Ja. Anstatt um 11:55. Meinst du, Fabian? Es ist nicht 11:55. Jetzt ist irgendwie 4:30. Das ist redewendend. Nebendran macht Regula das Fleisch vom eigenen Vieh für einen Hauptgang zu Weg. Das ist ein Rindsfilet. Wenn man es vorher würzt, also nicht gerade erst, wenn man es dann in die Pfanne tut, dann zeugt es auch besser und dann ist es vom Geschmack her auch noch mal ein bisschen intensiver. Das stimmt nicht. Das ist verkehrt. Hebst du mal? Ja.
Wir sind. Jetzt stimmt es. Ja, ist gut. Wer den Tisch hat ausgesucht hat, ist Ansichtssache. Beide. Frau. Nein, beide. Frau. Nein, die haben uns beiden gefallen. Mama sagt, ja, der wäre cool und du sagst ja. Das hier ist Giersch. Für viele ein Unkraut. Zusammen mit Brennnessel gibt das den Fegigang. Der muss umgekehrt. Ja, richtig. Nur, dass der weisst. Jetzt mit den Haaren so. Jetzt ist es aber nicht Schattenmasse, das sehen wir nicht. Was ist nicht gut? Ja, sehen wir bauen. Schräg. Nein, jetzt will ich es selber. Gut. Sie greift. Ja, sehr schön. Wenn nicht zu gewinnt der Baum mag, sonst ist es viel oben. Ja. Wie letztes Jahr ist auch das Mal wieder eine vegetarische Landfrau unter den Gästen. Die Regula hat sich vorbereitet. Beim ersten Mal, als ich es ausprobiert habe, ich die Kräutchen angedämpft mit Zwiebeln. So roh ist der Geschmack viel besser. Man merkt es viel besser. Ja, kommt gut. Und das züchtet jetzt noch ein bisschen. Die ist auf der! Nachheben. Auf, der sitzt auf meine. Moment, langsam, hey. Yes. Habt ihr? Dann können die Landfrauen morgen ja kommen. Ja. Hol schnell einen Lumpen. Ha? Mal, schau. Die gute Stube. Ihr drei könnt gerade hinten. Sind herzlich willkommen. Linse nicht drin. Nein, schön. Kommen wir zum Kristall. Ja, kommt das gut? Mikado. Ja, ich denke, schau mal, wie das Das kommt schon gut, he? Dort tun wir am Schluss drauf. Das ist schön. Schau mal. Ah, Ich schön. würde das hat mir jetzt sehr gefallen. Ja, Alba, natürlich. Heidelbeer. Dialekt. Hallo. Hallo. Umgezogen? Ja. Hat es genossen? Sehr. Ja, danke. Habt ihr noch ein bisschen Hunger? Super. Ja. Und gespannt, was es gibt? Ja, klar. Also, wenn wir da mal das Geheimnis lüften. Oh, wow. Mega schön. Ja. Menü darf ich euch vorstellen. Und zwar gibt es als Vorspeise einen gemischten Salat. Im Prinzip heisst es Frühlingsrollen, aber es wäre eigentlich Herbstrollen, weil es ist, ich sage jetzt nicht zu viel, was drin ist, aber es ist Herbstgemüse. Und zur Hauptspeise natürlich Fleisch. Ein Rindsfilet überbacken mit einer Kräuterkruste. Dann haben wir Ofenherdöpfel. Und dazu gibt es Käfer und Rüebli. Als vegetarische Variante haben wir Kräuterknödel, Hamburger mit Kohlräbli drin. Und das ist Eigenkreation. Da habe ich einfach irgendwie etwas zusammengemischt und es ist auch gut gekommen. Dann als Dessert gibt es Heidelbeere. Und das war etwas, das halt ein bisschen Lotto war. Gibt es Heidelbeere oder nicht? Weil das entscheidet der Juni. Ja. Also im Juni gefrieren sie und dann gibt es keine. Oder sie blühen und dann gibt es. Und das hat zu viel gehabt. Dann wünsche ich euch dann einen guten. Danke. Tschüss.
Herdöpfel für den Hauptgang kommen als Röseli in den Ofen. Wie haben wir es früher als Kind gemacht? Weißt du noch? Ja. Die zwei Schwestern sind also noch genug entspannt für ein Spiel aus der Kindheit. Danke vielmals. Schön. Und dann hat sie die Farbe quasi... Tschüss. Zum Wohl. Zum Wohl. Sabrina, zum Wohl. Das ist kein gut. Ja. Gell? Das ist super. Zur Vorspeise gibt es einen gemischten Saisonsalat, dazu Frühlingsrollen mit Rüebli, Lauch und Weisskabis. Kannst du selber nicht. Schau jetzt eine Frühlingsrolle. Ich muss noch ein bisschen heben, sonst geht es um. Tut mir leid. Ja. Es war nicht ganz eine einfache Situation oder eine einfache Aufgabe, die er hatte. Die stehen nicht, die heben nicht. Heben Sie nicht? Nein. Ah. Wie muss ich es machen? Ich heb sie, sonst... Hebst du es? Ja. Warte, der hat noch keine gar nicht mit Frühlingsrolle. Ja, sie heben nicht. Ja, das wollen wir nicht. Nein. Sollen. Dann wünsche ich euch einen guten Miteinander. Danke vielmals. Kommen wir dann wieder abräumen. Hättest du die auch selber gemacht? Könnte schon noch sein. Ist das da ein Brennnesselsämli auf dem Salat? Die Frühlingsrollen und ihre Füllung geben zu reden. Haben Sie schon herausgefunden, was in diesem Päckchen ist? Nein, ich bin jetzt erst am Aufmachen. Da. Also Rüebli. Käfeli. Käfeli? Ja, da sicher Käfeli. Rüebli, Lauch haben Sie, gell? Oder Kabis? Ich habe die Vorspeise eine sehr spannende Kombination gefunden. Ein bisschen untypisch mit diesen Frühlingsrollen, die ja eher asiatische Küche sind. Die Vorspeise hat geschmacklich wunderbar zusammengepasst und sie war extrem schön präsentiert. Mir hat einfach eine gelangt. Ich finde aber, wenn so etwas Feines auf dem Teller ist, darf es ruhig gehen und eins mehr haben. Die Landfrauen bewerten jeden Gang nach Geschmack, Präsentation, Kreativität und ob das Essen regional und saisonal ist. Hast du es im Griff? Ja, ja. Gut, dann mache ich das Fleisch. Das muss jetzt noch kurz in den Ofen. Und jetzt müssen wir rein. Nicht zwei fertig machen. Was sind Sie jetzt nicht probiert? Der ist jetzt einfach gut. Der Hauptgang Rindsfilet mit Kräuterkrusten überbacken, dazu Ofenherdöpfel, Rüebli und Käfer. Das Fleisch ist gut. Sehr fein. Im Ganzen so warm, gell? Das Fleisch. So ein bisschen lauer. Einfach auch von der Wärme, dass dann alles schön warm bleibt, ist es sicher eher ein schwieriges Menü gewesen, denke ich. Das Röseli ist bald schade zum Kasten. Ja, gell? Gerade gesehen. Und der Fegigang für Heidi. Es war extrem fein und ich habe es in dieser Form noch gar nie gegessen. Weil es eigentlich wie ein Burger hat ausgesehen, aber geschmacklich war es eben wie ein Knödel. Ist alles gut? Ist alles weg? Alles gut, alles weg. Ja, ausser ein bisschen ist noch drauf. Ganz wenig. Das Fleisch auch weg? Ja, nur ganz wenig ist noch drauf im Fleisch. Ja. Ohne Alles wenig. gut gemacht. Schätzli, danke. Bitte. Gut ist gekocht. Danke.
Ich bin zwar nicht ganz überall zufrieden, aber wenn wir uns überraschen, was die hätten es noch gebraucht. Ein bisschen hätten es noch gebraucht, gell? Ja, aber Lotte können nicht alle gern. Beim Fleisch, ich bin nicht so ein häufiger Fleischesser und mir war es fast ein bisschen zu blutig. Ich habe es von der Garstufe her sehr gut gefunden. Ich habe gerne, wenn das Fleisch noch ein bisschen blutig ist. Und es muss einfach warm sein, und das war es. Ja, wieder da oben an, wenn ich darf. Die Bewertungen werden eingesammelt und bleiben bis zum Finale geheim. Bis nachher. Maya, mit Y oder mit... Ja, schauen wir mal. He? Jetzt kommt der grosse Auftritt von der Regula in ihrem Heidelbeertörtli. Ja, sie dürften... Sie sind nicht so perfekt. Zum Dessert gibt es ein Heidelbeertörtli und ein Heidelbeer-Panna Cotta mit einem Chaponnay Edelweiss. Ja, weißt du, das habe ich natürlich nachher. Dann haben wir die Sabrina. Das wärst du, gell? Das habe ich mir jetzt geredet. Ja. Wow. Ist so gut. Mega schön. He? Also ein guter. Ja, das fast nicht hässlich. Zum Fest werden wir dann das 2. Grad rein. Ja. Ein Chaponnay-Bödeli. Ist doch da, oder? Und jetzt Panna Cotta kochst du Heidelbeere mit nachher. Schon, oder? Ja. Und dann pürierst du es einfach. Ist super. Jetzt wenn wir das schön ausessen, sie weiss sonst, wenn das Dauer gehört. Ah ja, sag mal. Geschafft. Super! Danke vielmals. Sehr gerne geschehen. Gerne geschehen. Jetzt haben wir es geschafft. Und? Gut. Sind Sie zufrieden mit dem Dessert? Ich habe nicht gefragt. Nein, komm jetzt. Haben Sie eine Reaktion gezeigt? Nein. Danke. Bitte. Gut. Danke vielmals. Ja, ist gut. Herzlich. Danke dir, gell? Gerne. Merci. Sehr gerne geschehen. Das Dessert war sehr fein. Ich bin aber nicht so die Süß und es war wirklich nicht süß. Es war so gerade perfekt. Es war so weich fluffig, dann ist ein Biskuit vorgekommen, dann ist es wieder fruchtig geworden und am Schluss hat es noch das Biskuit gehabt, das noch angereichert war mit einem Hauch Schokolade, der auch so den Knackpunkt noch ausgemacht hat. Also es ist wirklich so, man ist sich so ein bisschen vorgekommen wie ein Archäologe, der graben konnte. Ja, Heidelbeere ist etwas, das ich bei uns nicht so fest kenne, das ich aber wahnsinnig gerne habe und umso mehr habe ich es geschätzt. Alles Tee. Tee wäre super. Auch irgendetwas beruhigend. Exotisches Kraut. Dann bringt sie noch einen Schnaps und danach ist alles wieder... Jetzt nehmt ihr gerne Pfefferminztee. Pfefferminz, ja. gut. 3 Kaffee und dann 3 Tee. 3 Kaffee, einen Pfefferminztee und 2 Beruhigungstee. WW irgendwas was, ich weiß nicht, kenne ich nicht. Ja, genau. Genau. Ja, 2. Ja, logisch. 2 solche. Er hat 2 Beruhigungstee. Irgendwann war ich bestellt, oder wie das heisst. So hast du. Zum Wohl. Nächste Woche reisen die Landfrauen zur Sabrina Staduma auf Sörenberg im Kanton Luzern. Wieder alte Story. Vielen